Ja, der Fachkräftemangel. Riesenproblem, braucht mir keiner erzählen. Hey, ich habe mein Haus umgebaut. Hallo, ich kann euch Zeug erzählen. Zum einen, bis du einen Facharbeiter kriegst und dann, was sich mittlerweile alles als Fachkraft ausgibt. Hey, meine Heizung ist ein halbes Jahr nicht richtig gelaufen. Ich sag noch zu die zwei Heizungsmonteure, also ich weiß nicht, irgendwie wird's in dem Haus nicht richtig warm. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Dann kriegst du als Antwort 17 Grad. Das ist doch eine angenehme Temperatur. Sag ich, ja, aber die Heizung kann man auch nicht wärmer stellen. Ja, dann machen sie was verkehrt. Sag ich, hallo, was will man denn bitteschön, wenn man am Heizungsregler dreht, verkehrt macht? Ja, vielleicht haben sie in die falsche Richtung gedreht. Als wäre ich so blöd, eine Heizung aufzudrehen. Hey, nach einem halben Jahr haben sie dann festgestellt, dass Vorlauf und Rücklauf von der Heizung falsch angeschlossen waren. Das Ding konnte gar nicht funktionieren. Und ich frage mich bis heute, wie die zwei das überhaupt rausgefunden haben. Wahrscheinlich war sowas wie ein Wunder. Und ich habe immer noch keine Kerze in der Kirche dafür angebrannt. Fachkräfte. Mittlerweile steht doch vor fast jedem Job die Bezeichnung Fachkraft. Fachkraft für Reinigungswesen, Fachkraft für Hausmeisterei, Fachkraft für erotische Dienstleistungen. Zack, Fachkräftemangel, boben. Nee, natürlich nicht. Aber schuld an diesem ganzen Fachkräftemangel ist es sowieso die Jugend. Ja, weil die alle keinen Handwerksberuf mehr lernen wollen. Die wollen alle studieren. Oder sagen wir es mal so, eigentlich sind die Eltern dran schuld. Denn die wollen ja meistens, dass ihre Kinder studieren, bevor sie irgendwo eine Lehre anfangen. Wie sagen sie dann immer? Die sollen's mal besser haben als wir. Hallo? Die Eltern fahren 3-mal im Jahr in Urlaub, die fahren einen dicken SUV, haben ein Haus mit Garten. Wie viel besser sollen's die Kinder denn noch haben? Überhaupt. Verdient wahrscheinlich in 10 Jahren ein Handwerker sowieso viel mehr als ein studierter Professor für irgendwas. Aber trotzdem will fast keiner mehr einen Handwerksberuf lernen. Viele Betriebe suchen verzweifelt nach Azubis. Aber vielleicht muss man ganz einfach mal die Initiative ergreifen. Einfach mal neue Wege gehen. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Sanitär- und Heizungstechnik Zenglein? Nein, Frau Schmidt-Wiese. Nein, ich kann Ihnen heute keinen vorbeischicken, der Ihr Klo repariert. Sie wissen doch, mir fehlen qualifizierte Facharbeiter. Nein, Frau Schmidt-Wiese. Einen Azubi kann ich Ihnen auch nicht vorbeischicken. Sie wissen doch, ich habe keinen gefunden. Sie wissen doch, wie schwierig das ist mit dem Nachwuchs. Frau Schmidt-Wiese, und wenn Sie jetzt noch 3-mal anrufen, dann wird es mit der Nachwuchsförderung überhaupt nichts mehr. Sanitär- und Heizungstechnik Zenglein. Bei uns wird Nachwuchsförderung groß geschrieben.